Habe dir Leid und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft mit Moore Dead World. Jo, wir haben halt wieder da und wir schauen mal, wie es heute in der Folge so weitergeht. Wir haben eine letzte Folge angefangen, unseren Shelter so zu bauen und da würde ich sagen, verlieren wir überhaupt keine Zeit und tun wir gleich weiter. Ich bin ja immer noch infiziert mit irgendeinem Virus. Und ich weiß ganz ehrlich nicht, wie man denn wieder los wird. Ich hoffe jetzt nicht, dass... Seht ihr da den kleinen gelben Fleck da? Ich hoffe jetzt nicht, dass ich mich jetzt in den nächsten paar Sekunden verwandelt. Aber wir müssen mal schauen, was das wird. Ich verliere halt brutal schnell Hunger. Das wisst ihr, seht ihr da unten. So. Hier regeneriert. Und ich hab's schon wieder gehört. Ich habe jetzt Infektion 3. Oh, und der hat mir gerade mein Essen nochmal. Schade. Keck. Auf alle Fälle muss ich irgendwie schauen, wie am Medizin. Es leckt. Wie ich am Medizin kriege oder so. Weil ich kann jetzt nicht die ganze Zeit infiziert sein. Muss ich mal schauen, Inventar. Crafting. Schlafsack. Ui, da gibt's einen Döner oder so. Oh, und ich bin schon wieder am Verhungern. Oh, und ich glaube, der Effekt ist weg. Aber warum ist der Effekt weg? Liegt es dabei die Kokosnuss? Hat die Kokosnuss jetzt da irgendwas geändert? Auf alle Fälle haben wir riesige Probleme, was Essen angeht. Gut. Also irgendwie ist der Infektionseffekt weg. Fragt mich nicht warum. Okay. Ja, es passt schon. Gut. Dann wird es glaube ich gleich wieder Nacht. Aber was ist das? Ah, da haben so Knochen am Boden, ja genau. Dann tue ich noch ein bisschen so eine Palme formen und ein bisschen so Normalholz formen. So Akazien nehmen wir einfach auch noch mit, weil das schaut auch nie. Und dann müssen wir schauen, dass wir unseren Shelter vierte bauen, beziehungsweise unsere kleine Mini-Base, weil sonst rennen uns die Zombies da ein. Ich würde sagen, wir bauen mal eine Base mit einer Mauer, weil eine Mauer schaut ehrlich nie. Denn, ja, sonst können die Zombies erst recht nicht zu uns. Was ich auch brauche, ist Fackeln zum Ausreichen. Und, jetzt wenn Halloween kommt, habt ihr ja gesehen, ich habe die Kürbisse abgebaut, können wir ja eigentlich auch schon ein bisschen so Halloween dekorieren. Gut, dann da ich jetzt einfach im Haus weiterbauen und dann schauen, dass die Nacht umgeht. Wieder, haben da gerade Big Fight mit dem Känguru, die haben nämlich aus den geschlungen. Wieder, er ist einfach Boxer. Wie, der killt mich jetzt. Ja, gut. Kängurufleisch. Jawohl, und da ist unser Baum schon gewachsen. Ich wollte eigentlich das Känguru nicht umbringen, aber es hat mich angegriffen. Und bevor das jetzt da wieder lang umeinander rennt, habe ich mir gedacht, mache ich kurz einen Prozess mit dem. Gut. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Erde geformt. Ja, warte, lass das gleich wieder abpflanzen. Ich habe gerade ein bisschen Erde geformt. Für da hinten für unser Haus. Weil das ganz ehrlich nicht so fühl, wenn da das Wasser läuft. Gut. Dann da die Song unser kleine Schutzwand. Die können wir ja aus Akazie bauen, weil da ist so richtig voll Akazie. Und dann
bauen wir gleich mal unsere kleine Base ein bisschen weiter. Ich brauche auf alle Fälle noch so ein Kokosnusssetzling. Deswegen da hinten ist irgendwo so ein Kokosnussbaum. Den müssen wir auf alle Fälle noch mitnehmen. Und da würde ich sagen, renn jetzt mal hinten und hol mir gleich das Zeug. So, da bin ich wieder. Dann da ich einfach mal sagen, wir fahren wir jetzt mal an mit dem Bau von unserer Mauer. Ich würde sagen, den Baum den wir da noch mit. Bitte Axt geht nicht kaputt. Da muss ich noch weiter bauen. Egal. Und da ich sagen, fahren wir mal da so an. So. Ich mach's jetzt einfach mal nicht vor. Ups, das war der falsche Block. Brauchen wir noch ein bisschen Dirt. Machen wir das einfach mal so. Also ich mache jetzt das mit den ausgehöhlten Blöcke. Ups. Ja egal, einfach da noch her. Zack. Und dann noch da so zurück. Und da ist immer noch der Krebs. Das wäre natürlich geil, wenn man den irgendwie mitnehmen kann. Gut. Dann brauche ich aber noch einiges mehr an Akazienholz. Weil das um Weiten nicht langt. Ich möchte da so eine fette Mauer umziehen. Gut, dann zack und zack. Noch mehr Axt und machen wir uns gleich noch mehr eine. Zack. Und, was wir auch nicht vergessen dürfen, jetzt muss ich noch mal ein bisschen stur abformen. Wir müssen uns nämlich noch den Kokosnusssetzling bzw. die Palme, die müssen wir uns auch noch gleich abpflanzen. Da würde ich sagen, graben wir einfach da mal schnell ein Loch rein, zack. Brauchen wir noch Hau, zack. Machen wir so und so. Dann haben wir da unseren Coconut Seedling. Ich hoffe, dass man den da pflanzen kann. Ja. Dann haben wir da auch schon unser Kokosnussholz, was wir ja zum Bau unserer Survival Base brauchen. Ich brauche auf jeden Fall noch 5 Fackeln, dass da ja keine Zombies spawnen. Weil auf die habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock auf die Zombies. Das nehmen wir jetzt einfach mit. Zack. Und dann müssen wir es natürlich auch wieder abpflanzen. Das würde ich sagen, machen wir da heraus, weil ich möchte ungern voll warm in meiner Base drin, weil sonst haben wir wieder überall Schatten. Oh. Ah! Die komischen Flickern, wo wir da kriegen, die haben, wenn wir auf Sand umeinander gehen. Ich hätte mir gedacht, das hat irgendwas mit dem Virus zu tun, aber wir haben ja nicht mehr infiziert. Hat das... Ah, okay, so kann man was in dem Backpack tun, okay. Wollte ich gerade fragen, hat das irgendwas damit zum Tor? Den Zombies uns angefallen, das mit dem Infizieren, wahrscheinlich ja. Gut, da haben wir noch Coconut, Logs, zack, zack. Und da drin ist auch noch mal so ein Seedling. Da wir die so und so brauchen, pflanze jetzt einfach gleich noch mehr an. Zack, zack, zack. Und es wird schon wieder finster. Das heißt, wir müssen uns nachher umdrehen und wir aber Fackeln placen. Dafür brauche ich noch einen Zaun. Gut, dafür brauchen wir einen Zaun. Jo. Weil ich möchte es auf Pfosten platzieren. So wie so Lampen, so Stehlampen. Ja, da. Zack.
Und dann haben wir uns einmal noch ein paar Sticks mehr. So, haben wir. Dann machen wir uns jetzt einmal, ja, 12. Wir sind aktuell gerade dran. Machen wir uns einmal da so am Pfosten. Und auf dem Pfosten kommt dann noch so ein Coconut-Logo vor. Zack. Den will wir entrinden. Und dann placen wir da 4 Fackeln und machen zack. Und dann nehmen wir unsere Schaufel und bauen wir das Zeug wieder ab. Und da ist auch schon unser Palme gewachsen. Das ist gut. Wir haben ja immer noch echt Probleme mit Essen. Aber Gott sei Dank haben wir nicht mehr infiziert. Dann placen wir jetzt einfach noch ein paar von denen, sondern Laternen, so jetzt mal was haben. Oh, das geht aber ein Wolf. Mir wird das da irgendwie zu gruselig. Ups. Ich geh pennen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock, dass ich nochmal auf so Zombies komme und dass wir die nochmal infizieren, weil das frisst so viel Hunger und so viel Essen habe ich aktuell nicht, dass ich mir das leisten kann. Oh, da hinten ist schon so ein Penner. Hallo. Ja, einfach Walter White. Say my name. Now, say my name. You're goddamn right. Mir liegt immer noch komplett auf, dass ich nicht weiß, wie man die Waffen nachlohnt. Das ist auch richtig kacke. Was tue ich denn, wenn ich die Waffen nicht nachlohnen kann? Für was habe ich die Waffen überhaupt, wenn ich es nicht nachlohnen kann? Oder wenn ich kann es überhaupt nicht lohnen? So. Ich habe dann gestern bei dem ins Creative gegangen. In Creative kann man einfach so schießen. Aber so in Survival nicht. Also ich bin in der Welt in Creative gegangen. Ich bin nicht in einer eigenen Welt ins Creative gegangen, weil ich geschaut habe, was da so gibt. Also einfach nur das mit den Waffen. Weil die mir einfach gefragt haben, wenn wir die reload. Weißt du? Es bringt ja nichts. Und wir haben ja immer noch die Munition da. Und auch wenn ich es nicht offhand nehme und schon ist, das geht auch nicht. Was ist, wenn ich rechtsklick? Was ist NB? NB. Na. Nummernblock? Na, was soll das bringen? Ja, keine Ahnung, wie das geht. Was heißt das? Warum steht das da? Was heißt das? Gut, dann bauen wir jetzt einfach mal an unserer Mauer weiter. So, da bin ich wieder. Also, ich werde jetzt sagen, wir tun jetzt noch schnell da ein paar so Dinge aufstellen. Wir können das ja auch mit normaler Spruce-Holz machen, fällt mir gerade auf. Weil Kokosnussholz ist echt teuer. Ich finde aber, dass es echt schön ausschaut. Und in der nächsten Folge hätte ich dann eigentlich noch vor, dass wir unser Haus mal noch fertig bauen und dann noch mal auf eine kleine Erkundung gehen. Ich darf mir noch, glaube ich, auch vielleicht sogar mal noch ein bisschen Eisen zusammenformen und mal einen Kompost machen. Weil, ja, selbst brauchst du eigentlich überall. So nicht, dass ich mich wirklich verlaufe, das möchte ich ungern. Gut, und da muss wir unsere Zeit noch schnell einer. Und dann würde ich sagen, verbauen wir noch schnell das restliche, was wir da noch haben. Das restliche Zaunzeug. Verbauen wir das noch schnell.
Gehen wir wieder Affe. Place mit Donaumus. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Dann da und dann das. Und ich meine, man sieht jetzt halt wirklich keinen so einen riesen Unterschied nicht. Aber ich finde, dass es schön ausschaut und vor allem auch einen großen Nutzen hat. Und dann da wir da hinten an unserer Baumplantage. Da kämen die ganze Zeit die Fische, die fliegenden Fische aus und dann verrecken sie. Also, ich frage mich echt, warum die so lost sind und springen da raus. Das sind, glaube ich, keine fliegende Fische, das sind Suizidfische. Und wenn sie es cooler sein möchte, wie die Fische, die wo da durchgängig rausspringen, so wie er da hinten, dann darf ich euch natürlich bitten, Lust zu Like und ein Abo da, darf mich natürlich riesig freuen. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag und ciao. Du schubst deinen Freund obi. Hey! Hier wird du dich. Ja, was der für Augenglück? Gleich gibt's euch das. Gleich die da aussetzt.